So, herzlich willkommen bei uns, Schorsch und seine wildromantische Pfalz. Ich hock im Beichtstuhl, da redet man ein bisschen langsamer. Deswegen, aber ich kann nachher ein bisschen schneller reden. Also, herzlich willkommen bei Schorsch und seiner wildromantischen Pfalz vom Doktorenhof. Wie ihr sehen, hocke ich jetzt in einem Gefährt, das schon ziemlich alt ist, aus dem 18. Jahrhundert kommt und ist ein alter Beichtstuhl. Und da hat man früher seine Sünde gebeichtet, wie man es ja heute noch macht. Heute wird ja auch noch gebeichtet. Wir haben so einen alten Beichtstuhl von einem Freund gekriegt und ich habe den da hergestellt und ich habe mir gedacht, ich mache da so eine kleine Weinbeichte dann draus. Weißt? So kann man sich reinhocken, ein Gläschen Wein trinken und kann dann mit sich selber seine Sünde dann einmal durchsprechen und vielleicht kriegt man sie auch beim nächsten Viertel Wein dann vergeben. So, es gibt wieder 5 Wetter, 5 Pfälzer Wetter und zu gewinnen gibt es natürlich auch wieder was, und zwar 3x2 Eintrittskarten bei uns zur Essigführung, zur Essigprobe. Die können auch die Essige dann alle probieren, kommen durch die Kräuterkammer und das ist ganz interessant, da kriegen die so lange Gewänder umgezogen, sieht ein bisschen kirchlich aus, hat aber einen anderen Hintergrund mit den Gewändern. Wenn er zu uns kommen, kriegen es erzählt. So, unter essig@doktorenhof.de können ihr uns dann die Antwort schicken. Geben es weiter auch an eure Freunde, an eure Bekannte, an eure Verwandte, die sollen sich vielleicht auch ein bisschen den Kopf zerbrechen, was die Pfälzer Wörter eigentlich bedeuten. Und ich fange an. Was ist ein Buckelspritz? Was ist ein Buckelspritz? Was kann das sein? Hat was zu tun mit dem Weinbau. Also das ist auf jeden Fall so gegeben. Und das zweite Wort wäre, und das ist etwas, was der Klerus gern gegessen hat oder essen tut, ein Rivelkuchen. In der Rivelkuchen ist ganz was Besonderes, gab es immer samstags mittags oder frühmorgens sonntags nach dem Mess. Hat es einen Rivelkuchen gegeben. Ja. Oder das hat jetzt halt vielleicht was anderes zu bedeuten, Poussierengel. Was ist ein Poussierengel? Poussierengel ist, genau, das ist es. Aber ganz ein wichtiges Wort ist der Käsegister. Der Käsegister ist ganz was Eiches und da muss man sich schon ein bisschen Gedanken drum machen, was ein Käsegister ist. Und als letztes Wort hätte ich noch was, fangt jetzt halt langsam wieder an, der Miggeschiss. Was ist der Miggeschiss? Ein Miggeschiss ist nicht viel, aber es ist halt ein Miggeschiss. Ja? Okay. Die Antwort gibt es dann später. Ich wünsche euch eine gute Zeit, alles Gute aus dem Doktorenhof. Ich wieder mit einem Gläsel Wein und ich kann mich jetzt halt zurücklehnen und kann meine Sünde mit meinem Gläsel Wein dann letztendlich beichten. Zum Wohl aus dem Doktorenhof, Schorsch und seine wildromantische Pfalz. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Servus.